Ich bin überhaupt nicht kampforientiert, so im Sinn von, hey, ich sehe hinter jedem Büschli der Feind, sondern ich sehe hinter jeder Möglichkeit Jesus. Aber ich weiss, es kann sein, dass hinter jedem Büschli der Feind ist. Aber ich schaue nicht auf das, sondern ich schaue auf meinen Jesus, der hat gesagt, auch mit dem Hauch von meinem Mund kann ich jeden fortblasen. Es gibt 100 Arten, wie man Zeit mit Gott verbringen kann. Heute möchten wir mal einen Weg anschauen, und zwar so die Gebetsstrategie von Kuno. Als Gemeindegründer, Pastor und Familienvater ist er viel beschäftigt, aber so die persönliche Zeit mit Gott priorisiert er. Und er zeigt uns heute mal ein bisschen auf, wie er das macht, am Morgen mit der Waffenrüstung. Herzlich willkommen bei uns im Talk. Merci vielmals. Kuno, du hast es auf dem Herzen, dass Christen wirklich in einer engen Beziehung leben mit Gott. Und zu so einem unsichtbaren Gott eine Beziehung zu haben, das klingt recht abstrakt. Wie erlebst du das ganz konkret in deinem Alltag? Also, ich stelle mir das so bildlich immer wieder vor, dass er einfach da ist. Weil Jesus hat am Schluss von seinem Leben gesagt, hey, ich bin im Fall jeden Tag mit euch bis ans Ende der Welt. Ich wünschte mir manchmal, ich würde ihn sehen. Und gleichzeitig ist es ja auch spannend, mit einer Person unterwegs sein, die man nicht sieht, aber gleich spürt und erlebt. Und das ist ja noch viel geheimnisvoller. Und das ist eigentlich auch spannender, ihn zu entdecken. Von dem her, ich liebe es, wirklich ihn immer mehr zu entdecken. Aber manchmal ist es so anstrengend, wie in jeder Beziehung. Und wenn man ja mit ihm wie kommunizieren will, dann nennt man das ja Gebet. Also man probiert mit ihm zu reden, auch auf ihn zu hören. Was ist für dich sonst noch Gebet? Was beinhaltet das? Aber es ist sicher Ausdruck von besser erkennen, Intimität pflegen, zu hören auf ihn, Anliegen vor ihm auszuschütten. Aber Gebet hat für mich auch ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Ich meine, er ist mein König, er ist mein Hirt, er ist der Herr, der für mich sorgt, er geht vor mir voran. Und das immer wieder auch mit Begeisterung zum Ausdruck bringen, ich glaube, das gehört für mich auch dazu. Mega cool. Ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen herausfinden, wie du so betest. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, wie man auch seine Morgenroutine zum Beispiel gestalten kann. Aber wäre cool, dass du dich zur Verfügung stellst, mal ein bisschen zu teilen, wie du das persönlich so einbaust. Und man könnte sagen, du hast wirklich so eine Gebetsstrategie, also eine rechte Struktur, die du da inzwischen aufgebaut hast. Ja, mir hat das geholfen. Also, es ist sicher auch Typen verschieden. Und gleichzeitig denke ich manchmal schon, wir Christen haben manchmal das Gefühl, wir müssen jeden Tag alles neu erfinden. Und dabei sehen wir, dass Gott uns schon gewisse Anleitungen geben, die uns helfen können. Ich meine, es hilft mir auch im Zusammenhang mit meiner Frau. Wenn wir unser Leben jeden Tag neu erfinden, das ist so ein bisschen kompliziert und kräfteraubend. Aber wenn wir in gewissen gesunden Routinen unterwegs sind, die aber nicht einfach Routinen werden, die tot werden, sondern wo Leben drin enthalten ist, das ist mir wichtig geworden. Und da bin ich jahrelang eigentlich in einer ähnlichen Strategie unterwegs. Wie sieht das denn so aus? Wie startest du das zum Beispiel? Also am Morgen früh, um ganz praktisch zu werden, ich genieße es, einen Moment aufzustehen, wenn noch nicht Lärm mehr ist und so, und einfach mal Zeit zu nehmen. Viel hocke ich auf unser Kanapee und nehme einen Schluck Traubensaft und ein bisschen Brot und fange eigentlich den Tag an, indem ich das Abendmahl feiere. Einfach den Bund. Jesus hat gesagt, wenn ihr das feiert, dann verkündet ihr den Tod vom Herrn. Und ich verkünde bei meinem Leben, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, er lebt. Ich gehöre ihm. Er hat mir erwählt. Warum auch immer. Er will mit mir irgendwie unterwegs sein und wir sind Best Friends. Und das so zu proklamieren, dass ich nicht wieder in ein Vertragsdenken hineingehe, das ist mal der erste Teil. Und dann gehe ich eigentlich rein und habe eine Struktur, die mir die Waffenrüstung vorgibt, wo mir eine Hilfe ist, wie eine Linie, die mir hilft, im Gebet nicht irgendwo rumzuheuen. Ich verliere mich manchmal, weil ich habe 1000 Gedanken, die auch noch rumschwirren. Und ich möchte ja irgendwie auch eine gesunde Struktur haben in der Beziehung zu ihm und für diese Sachen, die ich mit ihm teilen will. Das heisst, du gehst die Elemente, sozusagen, oder eben die Kleidungsstücke wie durch und tust sie dann wie auch so bewusst anziehen. Es gibt ja auch Leute, die das wie so machen, sagen, ja, jetzt dann sie wie, wenn sie die Socken zum Beispiel anziehen, dann sie wie das mit dem verknüpfen oder das dann weniger? Nein, das ist, brauche ich jetzt, also nicht unbedingt, jetzt, ich bin dann schon angelegt, bist schon mal schon weg. Genau, von dem her. Aber es hilft mir gleich vielleicht
bildlich das vorzustellen. Ja. Und es ist ja spannend, dass die Bibel uns lehrt, durch Paulus da im Epheser 6, legt die Waffenrüstung an, damit ihr bestehen könnt. Und er heisst dort ganz spannend, und damit, wenn ihr das ausgerichtet hat, was Gott euch gesagt hat, dass ihr bleiben stehen. Also heisst mit anderen Worten, ich brauche das täglich. Ich brauche nicht nur in ganz schwierigen Momenten brauche die Elemente der Waffenrüstung, sondern Alltag. Und darum, ich gehe es nicht mehr inhaltlich, lege es an und so führt mich echt die Waffenrüstung durch ganz viele Anliegen durch, die mir wichtig wurden. Wenn wir sonst mal so einmal durchgehen, weiss nicht, startest du mit einem bestimmten, zum Beispiel mit dem Gürtel oder dem Helm, oder? Ich nehme zuerst den Gurt für Wahrheit. Gürtel, ja. Genau, weil die Wahrheit macht uns frei, sagt das Wort Gottes. Und ich merke, unser Leben ist ganz viel mit Lügen konfrontiert. Ich meine, der Ankläger, der Teufel geht umher, wie ein brüllender Löwe heisst es, und das andere Mal Offenbarung, er versucht Tag und Nacht uns zu verklagen. Und Römer 8,1 heisst, es ist keine Verdammnis für die in Jesus Christus sind. So steht man manchmal am Morgen auf, manchmal zerknittert, so, hat vielleicht irgendwelche Geschichten, die noch durch den Kopf gehen. Und dann hilft es mir, einfach mal Wahrheiten vom Wort Gottes zu proklamieren. Ich nehme den Gurt für Wahrheit und proklamiere über mein Leben immer verschiedene Wahrheiten. Das ist auch spannend. Also, es sind Wahrheiten, die aus dem Wort Gottes kommen. Und zum Beispiel, hey, er hat mir gewählt, er hat mir gesagt, ich sage sein Freund, es ist eine Macht, das Kind Gottes zu sein. Ich werde auf Schlangen und Skorpionen streiten, es wird mir nichts schaden. Mein Name ist geschrieben im Buch vom Leben. Und ich merke schon nur, wenn ich das immer wieder wiederhole am Morgen, wo ich jetzt nicht eine Liste habe, die ich wiederhole, sondern sehr spontan, auch spontan vielleicht auf das reagieren, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist ein bisschen zerknittert, das stärkt die Identität in Jesus Christus. Ich merke, da kommt mein Geist so eine Freude, zu merken, hey, das bin ich wirklich. Obwohl jetzt der Kuno da in diesem Stuhl am Morgen früh noch nicht so nach dem Held aussieht, wo ich auch nie sein muss. Aber der Jesus sieht mich so. Und ich proklamiere seine Sicht über mein Leben. Ja. Dann bist du richtig gestärkt mit dem Fokus, oder, von der Identität, die ja ein riesiges Thema ist. Also ich denke, das ist mega cool, dass das so, sagst mal, du merkst dann auch, wie es einen Unterschied macht, wenn du das wie so proklamierst oder aussprichst. Total, oder? Es gibt manchmal Zeiten, wo so viel in deinem Hirn ist, du hast versagt, du hast das falsch und das, und was sollst du, das ist eine Sorge. Und einfach zu wissen, nein, ich trachte nach dem Reich Gottes, es wird mir alles zukommen. Er hat mir gesagt, er sorgt wirklich konsequent für mich, er schaut mit seinen Augen auf mich, er juchzt über mich. Ich denke, wow, come on. Und mir juchzt es vielleicht gar nicht, oder? Mir grennen es mehr über mich. Ja. Und dann zu sagen, wow, das denkst du wirklich, und ich umarme das. Und wirklich, wie es heisst, die Wahrheit macht uns frei. Und manchmal brauche ich das länger, manchmal geht es relativ lang. Oder bleibe bei einzelnen Wahrheiten stehen und staune einfach über dem, was Gott da über mein Leben sagt. Und kooperiere eben immer wieder mit dem Wort Gottes und nicht mit meinen Gefühlen. Ja. Also hast du wirklich die Bibel offen und dann tust du die Stellen sagen, oder aus dem Kopf, die du gerade noch hast? Ja, die sind meistens aus dem Kopf oder viel noch besser aus dem Herz. Genau, es sind Stellen, wo wir irgendwie... Es ist spannend, jeden Morgen kommen wir andere Stellen sehen. Aber vielleicht, wenn man jetzt so ein Einsteiger sein will, kann man sich ja auch mal einfach so Wahrheiten aufschreiben, die man in der Bibel findet. Und dann kann man das durchschlagen und mal das über ein persönliches Leben proklamieren. Das macht so einen krassen Unterschied. Ja. Cool. Was nimmst du als nächstes von der Waffenrüstung? Dann nehme ich den Panzer für Gerechtigkeit. Das ist für mich der Moment, wo es mir hilft, nochmal zurückzuschauen, wo muss ich Menschen vergeben, wo mir sind schuldig geworden, wo muss ich um Vergebung bitten und wo stehe ich in Gefahr, in Versuchung zu geraten. Ich meine, Jesus sagt seinen Jüngern, beten, dass ihr nicht in Versuchung geratet, im Vater unser. Und wir kennen ja vor allem 3 Elemente, die uns in Versuchung bringen kann. Das ist unser Mund. So. Und im Psalm 141 heisst es, setze einen Wächter vor mein Mund. Das sind unsere Augen. Der Hiob hat gesagt, schenke mir, dass ich jungfräulich sehen kann. Und dann bitte ich nur wirklich, dass Gott meine Augen schützt. Und auch meine Ohren. Schenke, dass ich hören, wie ein Jünger gehört, Jesaja 50,4. Oder? Und in dem Sinne, da bitte ich einerseits eben um Vergebung, lass Leute los. Manchmal ist es so ein Prozess. Es gibt Zeiten, wo dir Sachen so wehtun, wo vielleicht an dir Unrecht ist geschehen. Und dann nehme ich ganz bewusst nochmal Zeit und gehe so mit Jesus so innerlich durch, wie er zum Beispiel den Passionsweg ist gelaufen, wie viel Unrecht ihm ist gesehen und er am Schluss sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann werden meine Geschichten ganz klein daneben, oder?
und merke, ich will loslassen, ich will einfach loslassen, ich will frei sein, ich will die Leute loslassen, Vergebung aussprechen. Und manchmal passiert es mehrmals, bis das Gebet dann wirklich nicht mehr abgesammelt hat. Und bitte selber um Vergebung. Ich bin so ein sündhafter Mensch immer wieder und da hat verfehlen die Ziele, die Gott mir gegeben hat. Und bitte Jesus, erneuere mich und gehe aber nicht gestärkt aus dem raus. Weiss, hey, ich nehme den Panzer für Gerechtigkeit. Und im 2. Korinther 5,21 heisst, seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Also, wenn das Level von seiner, hey, wie krass ist denn das? Und ich muss mir das nicht erarbeiten, sondern einfach beschenken. Ja. Und der Panzer, der schützt ja eigentlich auch so ein bisschen die Bereiche, also Herz, Lunge, also so die lebenswichtigen Organe. Und ich habe jetzt irgendwie noch spannend gefunden, dass es aber auch noch mit der Vergebung verknüpft hast, also dass du wie willst, wie wieder die Gerechtigkeit also in Anspruch nehmen oder eben das auch wieder ins Reine bringen und dann aber sagen, ja, aber eben ich kann den Schutz und Jesus steht wie für mich ein mit dem Schild. Oder hat es sonst noch etwas für dich, wo du sagst, mal, das ist auch noch, gehört auch noch zu dem Panzer? Also was mir ganz wichtig ist ja, dass Jesus sagt, euch wird so viel vergeben, wie ihr anderen vergebt. Also ist das Mass, wie ich mit anderen umgehe, entscheidet über das Mass, wie er mit mir umgeht. Und darum ist der Aspekt, das ist vielleicht über die Jahre auch mehr geworden, der Aspekt, hey, gehe ich wirklich befreiend mit anderen um, vergebe ihnen. Und ich kann nur vergeben, wenn ich so deklariere. Ich kann nicht einfach so pauschal, ja, das ist alles gut, so, sondern wirklich sagen, Jesus hat mir wehgetan, was der gesagt hat, wie sich die verhalten haben. Aber entscheide mich, so wie du dich entschieden hast, vergebe ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Aspekt ist wieder Einstieg oft in die Geschichten, wo ich dann auch mein eigenes Leben reflektiere. Ja. Spannend. Wenn wir mal zum Nächsten gehen, was kommt bei dir als nächstes dran? Hey, das ist dann meistens entweder oder. Kannst wählen, ja. Genau, der Helm vom Heil. Ich lese im Wort Gottes, dass es heisst, strebt nach mehr vom Heiligen Geist. Zum Beispiel 1. Korinther 14,1, oder strebt nach diesen Gaben. Und ich habe gemerkt, ja, das werde ich wieder einen Moment Raum schaffen. Wenn ich den Helm vom Heil nehme, sage ich, hey, nicht mein Wissen, nicht meine Erfahrung soll mich bestimmen. Und das ist auch der Moment, wo ich meiner Seele sage, so wie der David im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele. Also er befiehlt, und ich sage meiner Seele, du gehst unter die Herrschaft vom Heiligen Geist. In Galater 5 ist so eine Stelle, wo es heisst, lasst euch vom Geist Gottes bestimmen. Und sagen, Heiliger Geist, ich lade dich einfach ein, komm da. Und so schön ist es, dass Jesus ja sagt, wenn wir den Geist Gottes einladen, wird er uns nicht versäckeln, sondern er wird kommen. Und ich sage meiner Seele, die immer wieder das Gefühl hat, dass er müsste Chef spielen oder mein Wille, Verstand und Gefühl, immer zu sagen, hey, du gehst unter den Geist Gottes. Ich will mich vom Geist Gottes leiten. Und das ist auch der Moment, wo ich immer wieder bete, wie Jesus einfach sagen, hey, da gibt es noch so viel, was ich noch nicht gesehen habe in meinem Leben, an Geistesgaben, die 9 Gaben da, die 1. Korinther 12 aufgeführt sind, oder an den Früchten, so Galater 5,22 so, und sagen, Jesus, ich will das, ich will wachsen in meinem Charakter, ich will, dass du gross wirst, dass ich abnehme und du, Heiliger Geist, zunimmst. So, das ist so speziell so der Moment, einfach mit dem Geist Gottes, ihm einfach einen Raum zu schaffen. Und würdest du sagen, das ist so etwas, so wie in dem Moment eben so bewusst machst, und sagst, ja, ich lege jetzt den Helm an, oder eben, fühl du mich? Oder sind es dann auch so Punkte, weißt, wenn du im Alltag dann bist, wo du merkst, du hast dich wieder daran erinnern, ich habe doch heute eigentlich das wie so angelegt, oder wie ist das denn so nachher? Mir passiert viel, dass ich, wenn ich zum Beispiel mit Leuten unterwegs bin und die erzählen mir irgendetwas und ich denke, wenn jetzt der Heilige Geist nicht kommt, hey, ich weiss gar nicht, was sagen oder ich weiss gar nicht, was machen. Ich bin so lost eigentlich ohne. Und dann sage ich schon auch viel innerlich, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, komm. Und erinnere mich natürlich am Morgen, wo ich das wie noch bewusster und vielleicht länger machen konnte oder sogar so eine Zeit nehmen konnte, sagen, Heilige Geist, erfüll du mich einfach. Ich brauche dich so fest. Und das ist schon, hilft mir auch im Alltag. Weil im Alltag versucht ja meine Seele immer wieder den Chef zu spielen. Und zu sagen, mein Wille, Verstand und Gefühl, hey, ich bin eigentlich unabhängig. Und dann immer wieder zu sagen, nein, du gehst genau drunter. Das hilft mir schon, das Bild, ja. Ja, es wäre natürlich einfach, wenn man es auch einmal sagen könnte, aber so funktioniert es ja nicht. Ja, das wäre schön. Also wirklich so das Dranbleiben. Und das zeichnet sich auch ein bisschen aus, dass du sagst, mal, es ist etwas, was du dir aufbaust und regelmäßig jeden Tag machst, so, weil es das wie auch braucht, um immer wieder sich daran zu erinnern.
Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und dann, was kommt als nächstes nach dem Helm? Und dann kommen die Schuhe, die bereit sind, das Evangelium zu verkündigen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele tolle Bibelstellen, oder? Was heisst denn nicht die Schuhe? Da werden eben auf Schlangen und Skorpionen, habe ich vorhin schon erwähnt, stehen, es wird euch nichts schaden. Und ich habe eine Leidenschaft echt für unsere nächsten Leute zu beten. Um uns herum, die Leute, die um uns herum wohnen, Freunde, die ich mit einer Beziehung lebe, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist der Moment, wo wir ganz viele Leute täglich namentlich einfach vor Gott tragen. Und mir kommt dort immer wieder so ein Bild in. Früher hatten die Priester so 12 Plaketten mit den 12 Stämmen. Zwar auf der Brust und dann auf den Schultern. Und Gott sagt im 2. Mose 28, sagt er, Vers 29, wenn ihr mit diesen Namen vor mir kommt, dann erinnert ihr mich an die Leute. Und ich habe einfach zusammen mit meiner Frau Leute auf unserer Brustpanzer geschrieben, wo Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wo wir so darum ringen, dass niemand verloren geht, dass die wirklich Jesus lernen kennen. Und so bin ich echt penetrant jeden Morgen, bringe ich die Leute namentlich. Manchmal bleibe ich länger bei diesen Leuten. Und manchmal ist es ein Aufzählen von Leuten, die in unserem Umfeld jetzt leben, auch neu zu Zollikofen. Und einfach erwarten. Und das ist mir auch schön. Ich hatte kürzlich eine Begegnung mit der Person, die gesagt hat, hey, ich denke jeden Tag an euch wegen einem Gegenstand, den wir ihnen geschenkt haben. Und dann darf ich sagen, hey, ich bete jeden Tag für dich. Eine Person, die Jesus noch nicht kennt. Und wirklich zu sagen, das ist nicht einfach so ein Floskel. Manchmal habe ich so eine Floskel, die sagt, ja, wir beten für dich. Ach, wie manchmal sagen wir das und machen es nicht. Und das hilft mir, wirklich dran zu bleiben. Und das Gebiet immer zu erweitern, immer mehr nehmen und noch die Kinder von dem und noch das. Also. Und das ist, die einen sagen, leck, ist das ein Stress. Und ich finde es eine Freude, weil ich denke, hey, ich darf die Leute von Jesus bringen. Und ich sehe auch Auswirkungen, was Jesus tut im Leben von Menschen, die bis dahin keine Gottesbeziehung hatten. Und wenn ich mir das regelmässig machen darf, da wird sich der Himmel bewegen. Ja. Mega cool. Das heisst ja wirklich, wirklich eine Breite, die er abdeckt von Leuten, die dafür beten, das ist mega cool. Und auch zu sehen, dass es nachher auch so gut ankommt. Weißt, wenn jetzt jemandem sagst, hey, ich bete jeden Tag für dich, ja, wo man so denkt, man weiss nicht, wie die Person dann reagiert, aber dass es so als etwas Schönes auch empfunden wird, oder? So eigentlich als eine Wertschätzung vielleicht auch. Jemand denkt an mich und steht irgendwie für mich ein, wenn jetzt die Person das vielleicht gar noch nicht so einordnen kann, was jetzt das Gebet heisst oder so. Also, auch Leute erlebt, die sagen, hey, gar nichts, also, das ist cool, aber ich will nichts von eurem Glauben. Und dann sagen, hey, das kannst du schon im Moment so sagen, aber du musst einfach eins wissen, ich bete jeden Tag für dich. Und ich habe noch niemanden erlebt, der negativ reagiert. Ja. Sie sagen, wow, krass, machst du es wirklich? Ja, ich mache es wirklich. Und es geht, okay, merci. Aber du weißt ja. Aber ich sage, ja, aber ich weiss auch, dass noch nicht das letzte Wort geredet ist worden. Ja. Du weißt ja, Gott ist stärker als du. Der wird sich beweisen. Warte mal ab. Warte mal ab, ja, das ist so gut. Ja, wenn wir zum nächsten gehen, jetzt haben wir ja noch 2. Nimm mal an, da kommt jetzt erst noch das Schild. Ja, genau. Und dann hast du ein Schwert noch am Schluss. Glauben. Ich bin gerade heute Morgen mit dem Zahnarzt gesehen, haben sie ein Röntgen gemacht, dann haben sie mir so ein Schild gegeben, so, wo man vordurch. Dann hat gesagt, ihr müsst ein Schild haben. Ich dachte, also, ich träume jetzt schon von einem größeren Schild, jetzt will ich im Gebet nicht mehr als das Schild. Aber es ist natürlich super, dass ich da nicht einen Strahlen abbekommen habe. Aber das Schild vom Glauben, ja, das ist durch mich ein schönes bildliches Vorstellung. Ich will diesen grossen Schild, wo ganz viele Menschen dahinter Platz haben und ich kann es pfeifen, wie es will, mit diesen Schüssen. Der Schild ist, das tut es einfach nicht. Und das ist der Moment, den ich nutze, für unser Kind, für unser Schwiegerkind, für unser Grosskind zu beten, für unsere Eltern, für uns als Ehepaar, für Freunde,
wo wir manchmal so schnell sagen, ja, ich bete für dich. Und dann verjubeln ich das, wenn ich nicht eine Struktur habe, wo ich einmal am Tag vorbeikomme und merke, okay, jetzt ist der Moment, den habe ich ja noch gesagt, ich bete. Das ist ja noch. Und das ist für mich mega Hilfe. So in diesem Moment dort vorbeizukommen und wie die Leute hinter diesem Schild zu platzieren. Sagen, Jesus, jetzt stelle ich das Schild auf. Und die Leute beten, im Gebet, die nehmen wir jetzt dahin. Die werden nicht einfach beschossen werden von irgendwelchen wahnsinnigen Ideen vom Feind, sondern die werden jetzt gesegnet werden mit ihren gewaltigen, wunderbaren Plänen. Und da bete ich für die Leute. Ja. Auch Sachen, die mich beschäftigen. Nöte, die ich habe, Situationen, die ich nicht weiter weiss, packe ich dort hinter das Schild. Eine Frage, die können wir vielleicht gerade noch hier reinnehmen, bevor wir dann noch zum Schwert kommen. Wenn wir eben jetzt hast du gesagt, hinter dem Schutz, hinter dem Schild, Waffenrüstung, das leitet schon ein bisschen näher. Ja, geht es da irgendwie um einen Kampf? Kannst du vielleicht noch ein bisschen das erklären, wie jetzt deine Sicht auf das ist? Aber geht es so um geistliche Kampfführung? Wie stellst du dir das vor? Also die Bibel beschreibt uns ja gerade auch im Epheser 6 schon eine wilde Geschichte, wo wir drinnen stehen. Also wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen Mächtige. Es sind nicht einfach so niedliche Wesen, und wir haben mit dem Wechsel, Herrschaftswechsel, wo wir Teil wurden von diesem Reich vom Licht, haben wir schon auch ein Gegenüber geschaffen, wo daran nicht Freude hat. Und gleichzeitig bin ich überhaupt nicht kampforientiert. So im Sinn von, hey, ich sehe hinter jedem Büschel den Feind, sondern ich sehe hinter jeder Möglichkeit Jesus. Aber ich weiss, es kann sein, dass hinter jedem Büschel der Feind ist. Aber ich schaue nicht auf das, sondern ich schaue auf mich Jesus, der hat gesagt, auch mit dem Hauch von meinem Mund kann ich jeden fortblasen. Und damit, das ist mir wichtig, ich bin bewusst, oder manchmal schon zu wenig vielleicht, hey, es ist ein geistlicher Kampf, wo wir drin sind. Aber ich schaue nicht auf den Kampf, sondern ich schaue auf den, der den Kampf gewonnen hat, auf Jesus. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Es gibt so viele, die sehen, schlottern durch das Leben. Ich habe manchen Schuss abbekommen und manchmal merke ich, Gott sagt, das hat jetzt recht gehudelt. Aber ich will das nicht fokussieren, sondern ich schaue mir Jesus an, das versuche ich immer wieder und bitte, dass er mir Gnade gibt und sehen und weiss, hey, wenn es mal um die Ohren pfeizt, hey, er ist mein Schutz. So. Und das ist natürlich eine ganz andere Haltung. Ja, das ordnet es gut ein, finde ich. Ja, zum merken, okay, Wortkampf in dem Sinne ist nicht irgendwie negativ, oder man muss nicht, das nicht Angst auslösen, oder, sondern mehr, dass man das in Anspruch nimmt, was uns Gott möchte schenken und uns zurüsten, auch fürs Leben. Oder eben auch für das Gebet, wie du es jetzt machst mit der Waffenrüstung, um ein Tool haben, irgendwie, um zu sagen, mal, ich will beten für die verschiedenen Aspekte, für die verschiedenen Leute. Und jetzt haben wir ja noch das Letzte, das Schwert. Genau. Wie machst du das dort? Das ist ja mega schön. Das Schwert ist ja das einzige Offensivelement. Alles andere ist eigentlich Schutz. Genau. Und andererseits, noch Klammer auf zu vorher, Jesus hat ja nie gesagt, eben, der Kampf der Kampf, aber mal schauen, ob der gewinnt oder nicht, bin ich nicht sicher. Oder? Sondern er hat gesagt, hey, ihr seid zu Sieger berufen. Das ist unser Call. So, ich laufe in diesem Siegestriumphzug mit Jesus. So, 2. Korinther 2,14 ist das so, das finde ich so schön. Einfach, das muss unsere Perspektive im Gebet sein. Und das andere ist eben das Schwert vom Wort. Ich meine, was Gott uns mit seinem Wort gibt, ist ja mega schön. Es heisst ja, es ist von Gott eingehaucht, heisst, ist Bibel. Das muss es mal geben, also von Gott eingehaucht. Und ich bete, dass ich das Wort verstehen kann und dass es nicht nur zu meinem Kopf redet, sondern auch vor allem zu meinem Herz. Ich bete, dass ich es behalten kann. Ich habe manchmal so Vergesslichkeiten im Zusammenhang mit dem Wort Gottes, dass ich Bibelverse kann wirklich auch auswendig lernen, auch inhaltlich auswendig lernen, dass ich Zusammenhänge sehen kann, dass es von Anfang an wachsen und leben. Es ist ein lebendiges Schwert. Und dann nehme ich das und ich habe immer wieder das Bild vor Augen von einem Freund von David, was ja heisst, der hat mal in einem Kampf gekämpft, hat das Schwert genommen und seine Hand hat er gar nicht mehr lösen von diesem Schwert. Und das so wünscht ich mir, durch den Tag zu gehen. Nicht einfach so ein Miniaturschwertchen und ein Sackmesser, und dann tue ich es wieder in die Hose. Und dann war ich viel zu lang, bis ich es aufklappen habe. Sondern ich möchte echt mit diesem Schwert durchs Leben gehen. Wo ich Sachen, die ich mich konfrontiere, mit Unwahrheit, einfach die Wahrheit von Jesus hören, was die Bibel schlussendlich uns sagt.
Und so ist auch noch der Moment da, wo ich dann an den Tisch hocke, mein sauberes Lesebrille vornehme und anfange Bibel lesen. Und dann habe ich meistens noch zu dem, ich liebe es auch zu färben. Mir hilft es auch ein bisschen zu konzentrieren. Es ist ja immer noch so, manchmal ist man dann noch verwirrt und nebendran ist das SRF Sport-App, wo mich auch noch reizen zu schauen, was alles noch ist gelaufen letzte Nacht. Also, zu merken, hey, nein, ich will mich auf das konzentrieren. Manchmal schaffe ich es und manchmal auch nicht. Aber ich wünschte mir, dass das Wort mitprägt. Ich finde es mega spannend, jetzt auch mal zu hören, wie jetzt so ein Pastor, Pionier, Gemeindegründer einfach das so macht, für sich persönlich mit Gott die Beziehung zu pflegen, anhand von der Waffenrüstung da das Gebet durchgeht. Und ich habe es selber jetzt mega inspirierend gefunden. Ich kann mir vorstellen, andere können da sicher auch etwas mitnehmen. Wenn jetzt jemand sagt, ja mal, eigentlich finde ich es cool, auch ein bisschen mehr Struktur reinbringen in mein Gebetsleben. Hättest du noch irgendeinen Tipp, wo man jetzt anfangen könnte, was vielleicht so zum Start könnte helfen? Also wenn man jetzt das Waffenrüstung nehmen will, oder man kann das Vaterunser nehmen, es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, aber ich würde wirklich mal herhocken, eine halbe Stunde Zeit nehmen und sagen, welcher Punkt möchte ich eigentlich regelmässig dafür beten und passt es zu dieser Struktur zum Beispiel. Und eben jetzt wie bei der Waffenrüstung, wo man könnte sagen, hey, das ordne ich hierzu, das ordne ich hierzu, das ordne ich hierzu. Und das gibt dann, und vielleicht auch als Zettel nebendran haben, wo es ein bisschen einen Leitfaden gibt. Und bis es irgendwie implementiert ist. Das würde ich anraten. Ich meine, wir versuchen alles in unserem Leben zu erlernen. Und wir haben manchmal das Gefühl, das Gebet ist einfach so Blumen, das kommt einfach. Und ich glaube, es ist gut, wenn es gewisse Automatismen gibt. In dem Sinne erwarte ich kann nicht beten ohne Heiligen Geist. Also ich erwarte auch, dass der Heilige Geist mich auch in dem Sinne führt und zu mir redet. Und es ist ja nicht nur einfach, ich rattere da mein Programm ab und dann, wieder geschafft für heute. Sondern soll ja einfach dienen und gleichzeitig ein Dialog bleiben. Ja. Und das hat es auch noch gut aufgezeigt. Du hast wie die Struktur, aber wie du genau das dann machst mit dem Panzer oder mit den Schuhen, sieht ja dann wieder ein bisschen anders aus von Tag zu Tag. Und das finde ich eigentlich wirklich das Spannende daran. An dieser Strategie. Ja, danke vielmals, Kuno. Hast du es mit uns geteilt, mega cool. Und danke euch fürs Zuschauen. Merci vielmals fürs Interesse. Ich hoffe, du bist inspiriert worden für deine Zeit mit Gott. Und du findest ganz viele weitere inspirierende Videos auf unserem Kanal. Schau gerne in die weiteren verlinkten Videos rein. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.